Moin. Cos'è il Basso Sassone? Il Basso Sassone è una lingua germanica occidentale discendente dall'antico Sassone, che è anche uno degli antenati dell'inglese. Dopo secoli di emarginazione, è ora ufficialmente riconosciuta nella Germania settentrionale e nei Paesi Bassi nordorientali. Diverse comunità nelle Americhe parlano oggi anche il Basso Sassone, inclusi alcuni gruppi mennoniti. In Germania viene spesso definito basso tedesco, sebbene questo termine possa essere fuorviante. Töven op Bronstein. Wat zeg's, Marleen? Vroeg Silke und holt Etenpacken uten Keulschap. Mit Frau Leumann in 21 Karatnuschins Gaubach-Dohl. Jo, dat stimmt, adert Marleen und gött sich noch een beten Kappe in Bäger. Rieder was für Pferdheim doch noch heil, kregel und schwungvoll. Dat was schon noch verdient hier. Warum nimmst Rieder? Fragt Silke. Sind Ökonoms nicht gegen die Vorschrift? Marleen knickert und verklort. Rieder hat eigenen Vorschriften und die sind strenger. Kriegst von deftig ein ob'n Dassel, wenn du mit Frau Löhmann ansnackst. Bourgeois nennt sie dat. Die ist schon knallharte Kommunistische. Silke ist baff und fragt, und warum Rieder und nicht Margarete oder Grete? Marleen tuckschullert. Ist doch Sponge, sagt sie. Der kommt ja aus Mexiko. Margarete Leumann aus Mexiko? Fragt Silke nur noch baffer. Und dort auch noch kommunistisch? Hat sie Verwandte hier? Marleen winkt ab und andert. Nicht hier nicht und nicht dort nicht. Ist steinalt und hat Hühn und Perdün überlebt. Geld auch. Da hat jüngere Schwester nach Deutschland bräucht. Maar nu ist die auch alt bleiben. Silke mag der Etenpacken oben und fragt, man, warum sind die Schwestern denn nicht zusammen nach jünger Leben genoten in der DDR trocken? Die wollen mit dem Ostblock nix zu tun haben. Nur hör mal, Silke. Wie zwei könnt ihr alt zusammen. Da vertell ich dir wat. Heel vertraulich. Kann sehen, dat is nicht professionell, tustert Marleen. Warum vertell dat nicht wieder? Ich will schon nicht noch ob der Arbeit als ein Sludergerät verroten waren. Wieso nicht? Fragt Silke knäpsch. Bist dat all anerwegens? Marleen grinsmüstert und andert slagvaardig. Man bloß in Kroog an der Teig und dann lacht und pruscht die zwei miteinander und glupt gau nur rechts und nach links und dann nur mal ernsthaft. Hört to, sagt Marleen. Hier käm mal ein Kerl zu Besuch, der hat Rieder für sin Doktorarbeit befragt. Da hab ich bin Rümpelchen Luke Award. Irland wären all Kommunisten und sind von Hamburg nach Mexiko utwandert. Noch für dat Hitler sich hier dat Regier übern Schnur retten ha. In Mexiko gibt er today Titen Kolonie von Marxisten, besonders Deutsche. Man die sind Rieder und Schwester opwussen. Rieder wär all freudig und übertüchte Kommunistische. Sie bleib los und lettig und han Bach leif schuppen. So was da in den Dorkring. Ein
Marleens utopische Theorie und freigäfische Lev. Rieder geef sogar stolz aan dat zijn leefschap met Leo Trotsky ha, als ze nog bloot jong was. Tot dezelfde tijd als die kerel ook wat met de Mexicaanse kunstlerchef Frida Kahlo ha. Weet je die met de augenbrauen? Rieder Himmel Trotsky schien's nur noch an. Snackt jimmers over jimmer wunderbare tijd miteinander. Den Leo Halore een Sponschen Stalinist doodslaan. Du meinst den bekannten Kommunist Trotzki? Fragt Silke mit Twiebel. Mann, warum mümmelt sie denn ab und an wat über ein Bronstein? Kommt heute wohl der Bronstein und so'n Kram? Will ich auch nicht, sagt Marleen. Vielleicht ein Besucher, den sie op Teugendeit. Als ich weet, ha ze boeten den door op neemten Doktorand, man bloot een Besuch hat. Pastor Hansen, den het ze korthandig Rootsmäden und nem Drogenhändler neumt. Und den kniggert Marleen Liesen. Drogenhändler? Fragt Silke verbiestert. Tjo, von wegen Religion ist das Opium für das Volk, erklärt Marleen. Och, das ist ja drollig, hat Silke und grient. Mann, der feine Herr? Was für ein feiner Herr, fragt Marleen baff. Och, ich hab zweimal so'n feinen Mann wie Rieder sehen, erklärt Silke. Mal stund er bij de deur und leut mich vorbei. Andermal seid er bei op'm Leunstuhl. Uschlich swart und wit Haar, ein Spitzbord und ovale Brillengläs. Mal no kicken, sagt Marleen. Nö, in Besökerbuch find ich man bloß die opnämten 2 und die. Sie gefällt heavelig in Wort. Nur hör mal zu, was Google zu sagen hat. Lev Davidowitsch Bronstein, später bekannt als Leo Trotzki, gestorben 21.08.1940 in Coyoacán, Mexiko. Gau, kiek die gau Da ist sie schon, der feine Herr. Ob der Deel. Wüsste man an der Tür vorbei. Wat? Marleen dreht sich und päst nach der Tür, kiekt nach Buten an. Ich seh nims, sagt sie und fangt an, der Tür lang zu gehen, mit Silke achteran. Die Tür nach Rieder Stuf ist open. Der Old liegt da mit offenen Augen und Grinsmüstern. Marleen kiekt und rührt Nippernau an und sagt, sie ist just man weg von hier. Silke kiekt traurig, man auch zufrieden an und sagt, für was macht sie zusammen das Visit in Mexiko?